Kloklustert. 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 Willkommen zu uns dritte Reich von Kloklustert, dem plattdeutschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. In Düsseldorf wird wie für allen ein Thema besnacken: Dursamkeit, ob Deutsch Nachhaltigkeit. Hüt geht Knicks. Jed ein, der in Schleswig-Holstein zu Hus oder zu Besuch ist, kennt die Knicks. Wenn ein ob Land unterwegs ist, dann wart ein Jim Wies, die Welt zwischen Fellern, ob die Böhm und Büsch plont sind. Seit Jahrhunderten sind sie Teil von der Kulturlandschaft von Schleswig-Holstein. Von Dach wird wieder überschnacken, was für eine Funktion Knicks habt. Für das Land, für Planten und Därten, für den Menschen und was sie mit Dursamkeit zu tun habt. Zu Gast habt wir Heiner Stacken, der einen heel wichtigen Posten hat, wenn das Knicks geht. Hier ist die erste Knick-Botschapper. Moin Heiner. Moin. Vertell doch erstmal, wo kommst du her und wo hast du platt lehrt? Ja, ich komme aus Rendswüren. Das liegt in Kreis Plön in der untersten Hälfte. Und da bin ich geboren und da lebe ich seitdem. Ich bin Bauer. Und platt habe ich von meinen Öllern und Grotöllern lernt. Und wie schnackte Hus bloß jümmers platt. Mein Frau, genauso wie ich, die ist eben auch am Bauernhof groß worden. Und wir haben uns plattdeutsch kennengelernt und das blieb betüt auch so bi. Ja, du hast also gesagt, du hast einen eigenen Hof. Was ist denn das für ein Hof? Ja, wir sind da in der nächsten Generation bei uns auf dem Hof. Der Stammbaum geht recht wie Trüch. Und wir haben einen Melkvieh-Ackerbaubetrieb. Wir melken gut 160 Kühe, Spattbund, Rotbunde und Angeliter. Und wir bestellen uns Kuppeln all mit Weiden, Gassen und Raps, Mais und Gras. Was ist denn das Besondere an diesem Hof? Ja, das Besondere ist ähnlich, dass wir recht lütt parzelliert sind, dass wir lütte Kuppeln haben. Die sind im Schnitt bloß 3,5 Hektar groß und die sind alle im Fort mit einem Knick. Und das heißt eben auch, weil wir gut 230 Hektar bewirtschaften dauert, dass wir insgesamt 36 Kilometer Knicks auf dem Hof haben. Und da sind wir sogar bei einem Thema. Das prägt nicht nur Schleswig-Holstein, das beträgt auch hier mein Hof, weil wir das ganze Jahr mit den Knicks zu tun haben. Ja, da kommt wirklich noch to. Also in Schleswig-Holstein, ich hab mal noch Keken giftet, Althob 54.675 Kilometer Knicks. Nur im Ersten Weltkrieg wären dann noch 30.000, ne? Also, aber für all die das nicht so für Augen habt, kannst du mal tun instig kurz verkloren, was ein Knick ist? Ja, ein Knick ist eine abplante Wallheck. Man hat früher eher abschütt, manchmal auch Steine, die auf der Kuppel rutplöch würden, durch ein Rinnlech, hätte der mit eher beschmitten und hat diese Welle denn, die so trapezförmig formt werden, ein 4 Meter Borben, vielleicht 1,50 Meter breit, hab sie dann beplant mit Büscher und Bäumen, die in der Gegend vorherrschend wären, die da Wassen düngen. Und das würde dann recht dicht anlegt. Auf die späteren Standorte, da haben wir einen Zweireiherknick, die würden also versetzt anset und anlegt, 80 Zentimeter auseinander, dass das recht dicht wird. Und diese Zwiegen, die man hat von den frisch geplanteten Büschern, die hat man dann waagerecht verworben. Man hat sie miteinander verknot, dass sie waagerecht wassen düngen. Man hat sie so genannt Knick. Und daher käme das Wort Knick. Und das wäre dann eben, ja, ein lebendigen Tun, das Vieh in zu tun. Und auch als Abgrenzung für das Eigentum. Hier ist mein und den Ober ist aber anders. Ja, wieso liegt die das Thema Knicks denn so an den Hart? Na gut, wenn man so die Kilometer auf dem Hof hat, dann muss man sich damit auseinandersetzen, denn das ist ein ganz schönes N. Und die möcht ja alle Teilen bis 12, 15 Jahre auf dem Stockset waren. Das heißt für mich eben jeden Winter 3 Kilometer Knick mit runtergenommen waren. Und wenn man da ein Lütbeiden was von hemmen will, dann muss man die Knicks auch pflegen. Der muss gut aussehen, der muss gut in Holz ziehen. Das
man da auch einen lütten Ertrag von hat, wenn man da was von will. Und deswegen liegt das mir auch an Harten, dass das eben dann ordentlich aussehen da. Denn wie wir die Koppeln schier haben, dann wir die Knicks auch schier haben. Wären die Knicks bei dir denn all durch oder ist auch selbstweg anlegt? Ich habe auch noch selbstweg anlegt. Wir haben auch mal einen Knick versetzt. Das heißt, die wäre so fürchterlich krumm und schief. Und dann haben wir begradigt und dann müssen wir ein Utglied mucken mit Knicks und wir haben dann eben dieselbe Länge von den Knick nochmal woanders anlegt und wir haben abplant. Und ja, das ist auch gut gelungen, das ist also aufgenommen. Das geht nur mit der anderen Naturschutzbehörde, dass man da eben sich aufschnacken darf oder einen Antrag stellt und dann klappt das in der Regel. Ja, kommen wir mal zurück, oder gut, wie mal in die Geschichte. Wann sind die ersten Knicks denn überhaupt anlegt worden? Ja, und so? Das wäre so eine Verordnung von einem Dänenkönig, Christian I. Der hat hier damals in Holstein ja mal die Regimentschaft hat. Wir haben ja hier sowieso eine bewegte Geschichte in Schleswig-Holstein, hat ja öfter mal wesselt. Und die hat dann damals verfügt, bis 1770 rum, dass die Knicks dann anlegt ward, die Eigentumsabgrenzung zu haben, zu den Norber, aber auch das Vieh in zu tun. Deswegen würden die Twiegen ja Knick. Und dass das Vieh eben nie durchging und eben dort auf die eigenen Koppeln bleib. Gleichzeitig brauchte man natürlich auch Holz von Winter, Brennholz. Und Buholt natürlich auch, wenn die Bäume größer werden, dass man eben dort das Holz dann eben nehmen kann und Tobaken und Bretter mucken kann. Da hab sie das eben anlegt und das hat so bis 1820 gehen. Und wir sind also jetzt gut 250 Jahre alt in Schleswig-Holstein. Und es ist ein dichtes Netz. Wir haben mal 80.000 Kilometer. Das wäre mal die Höchstzahl. Aber durch Flurbereinigung und Programm Nord in den 60er, Anfang der 70er Jahren sind leider viele Knicks verschwunden. Die sind rot worden und nicht veranlegt worden, weil man eben größere Koppeln haben will, das anders anlegen will. Und ja, die kriegen wir auch nie mehr. Aber es sind Bestrebungen ja da, dass wir neue Knicks veranlegen dauert und das wart wer mehr. Ja, da kommt wir glicks noch mal. Ja, gern. Mal in Frage habe ich noch zu früher. Habt ihr das damals denn anders gemacht als Hütodors? Also den Knick anlegen? Ja, natürlich, das wäre ja all Handarbeit. Das wäre Handarbeit, die hab also denn das all mit Schüffel und Sporten hab sie das alles abschmitten. Hab eher ranführt mit Wagen, mit Pferd. Und die Steine hab sie erst in Rindpackt, wenn sie die halen. Und die Planten müssen sie auch ja vertrecken irgendwo, um die zu haben. Man kann nicht in die Baumschule gehen und sich die Planten holen, sondern die müssen sie ja überall dann vertrecken, die Setzlinge. Und dann wird ja auch noch so ein lütte Mulde für einen Knick, an Knickfautmuck, wo sie das Woder sammeln kann, das Regenwoder. Damit diese Wahl dann auch von innen noch ein Lütbeiden, die würden noch mal Feuchtigkeit trecken können, dass die nie utdrücken düngen im Sommer. Ja, und das Gras, was dann an der Kant wassen düngen, an den Wahl von Knick, das wird sogar aufmacht und wird als Instreu genommen, die Dierten im Winter dann noch mal über den Into streuen. Gibt das denn auch noch in anderen Gegenden Knicks oder bloß in Schleswig-Holstein? Nee, das gibt noch woanders, die sind aber nicht so utprägt wie hier. Wir haben in Südjütland noch was, ob Lolland, da gibt es die Knicks. Es gibt in Nordniedersachsen, da gibt es noch so was. Aber in Mecklenburg sind sie leider all verschwunden. Da habt ihr ja alles rot und habt große Koppeln baut. Und Schwierigkeiten habt ihr jetzt eben, wenn eine Sandstürme kommt, dass eben der Autobahn sogar spart fahren wird, weil das all verweint deit. Das haben wir hier in Schleswig-Holstein ja nicht so zum Glück. Und ja, es gibt andere Formen, gibt es noch in Hessen, ebenerdig. Das heißt also, wo kein Wal ist, sondern so Anplantung so auf der Erde. Und wie kennt das aus England und Irland mit Steinwelle, in Cornwall auch, England, dass dort eben auch beplante Steinwelle sind.
aber nicht so utprägt wie hier. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein. Und die 55.000 Kilometer, die wir haben, das war noch ergänzt durch 5.000 Kilometer, die an Waldränder sind. Das Statistische Amt, das zählt das nie mit, aber wie Buren, wie Pflegte trotzdem. An Hult, weil sie an die Kuppeln rangeht. Und wir haben meist 60.000 Kilometer. Was für ein Rolle spielt Knicks denn für die biologische Vielfalt, also für die Biodiversität in Schleswig-Holstein? Ja, das ist ein tolles Wort, aber wie sagt ihr der Tau, wenn das alles gut Regen deit und Wasser deit, dann ist auch viel los in Knick. Das ist so, dass die Knicks ja eine Heimat haben, nicht nur für Planten und für Bären, sondern auch für vieles Getier. Und so kann man eben sagen, dass auf jeden Meter Knick bitte 7.000 Lebewesen sehen könnt. Die meisten aber, die nimmt wie gar nicht wahr, weil sie so lütz sind, dass sie eben ja in Untergrund leben dort. Was sind denn die typischen Därten für einen Knick? Ja, die Därten von Knick, das sind natürlich die Vogelwelt, das ist die dort brüllen dort, die Jungen abtrecken dort, das ist natürlich die Fasan an Rand, das ist die Zirpzeib, die kommt dort, da sind andere Singvögel, die auch dort eben ihre Nester baut. Die Igel kommt natürlich dort gut in Lauf, wenn das Dolvollen ist, da kann er sich gut in vergruppen. Wir haben aber auch noch mal Schlangen dort bin, die Blitzschleichen sind da auch mal, gerade wo das bei den Feuchter ist. Und die Hos ist natürlich auch, das Rehwild trägt sich gern in Knick trüch, weil da Schutz ist und die Deckung ist da. Die Wildschweine sind natürlich auch dort zu Hus, die krupt da auch gern mal rein. Ja, und dann haben wir natürlich auch, Koning ist da. Also, es ist so vielfältig, was da in ist. Und wenn man da lang geht, man kann immer was Frisches feststellen. Das ist also, denke ich, wenn man mal hören deit, wenn die Vögel zwitschern deit, dann hat man so viele unterschiedliche Laute, auch die da kommen, dort, dass wir eben da recht gut von hören können. Und was für Planten sind typisch für einen Knick? Ja, die sind, je nach Gegend, sind sie recht unterschiedlich. Wir haben die Schlee, die ist hauptsächlich in ganz Schleswig-Holstein vertreten. Wir haben gut 85 Knicktypen in Schleswig-Holstein, verschiedene, 85, die man unterscheiden kann. Und so auf Mittelrüch, da sind hauptsächlich die Haselnut, die da kommen deit, und der Hainbuche. Aber wir haben natürlich auch Ahörner bin, die sich recht stark vermehren dort, weil sie so unwahrscheinlich Samen dort. Wir haben dann aber auch die Strücker, das ist die Holunder, denn wir kennen dort auch Flederbeerbusch, der ja auch gesundheitsfördernd ist, weil die Flederbeeren, wenn sie plöckt wart und aufkocht wart, ja einen guten Saft abgeben deit, wenn man sich verköhlt hat. Das gibt dann ja auch noch die Hagebotten, die da sind. Die Hagebotten, die sind als Tee ja gern genommen. Der Hagebotten-Tee ist ja auch verköhlen, wirkt das entgegen. Ja, die Haselnut, die kann man auch plöcken. Die kann man dort in Juck nehmen. Wir haben natürlich auch noch mal so ein paar andere Socken bin. Da ist man Wildkirsch bin. Und die Lütten feinen Kirschen, wenn man die plöcken, da sind Zuckersäut, ganz, ganz säut. Ja, und ein Wildapfel findet man auch mal da bin, ne? Also es gibt verschiedene Formen. Wir haben dann ja auch noch ein paar Böcken da bin, und da kommen wir eben zu den Oberhälter, die wir ja gerne in Knick auch haben wird. Alle 40 bis 60 Meter, das schei gern Oberhälter stehen. Das ist ein Baum, der über alles wichhüllt, über den ganzen Knick, und das ist schon ein guter Ansitz auch für die Greifvögel, die wir haben, die da ja auch ihre Heimat finden könnt und die da luren deit, dass sie was schlagen könnt. Der Habicht ist da ist der Müsbossat. Da haben wir aber auch den anderen Getier. Wir haben dann eben ja auch noch mal die Weihe, die da kommen deit. Und die Rotmilan, die ja lang Schutz wäre, aber jetzt mittlerweile auch durch die Bemühung
guten Erhaltungszustand hat. Und die setzt sich doch gern hin und lurt eben, ob Beute, was da eben kommt, ob das nun ein Konink ist oder ein Mus. Also die findet alles. Was für ein Bedüden habt ihr Knicks denn eigentlich für den Boden? Ja, das ist ein ganz anderes Thema, da hast du recht. Wir habt ja, wenn die Knicks rund um die Kuppel sind, dann haben wir so ein Mikroklima. Das heißt, der Wind kommt nicht so ran, der kann den Boden nicht so utdrücken, der kohle Ostwind, der kann doch nicht so rüberstricken. Der Ostwind ist schon immer kalt, egal von welcher Seite er kommt. Und dann erwärmt sich der Boden eben eher. Und die Feuchtigkeit hält sich damit ja eher. Und wenn er sich eher erwärmen da, dann was das im Frühjahr ja besser los, hält die Feuchtigkeit. Die Erosion, die wird natürlich ja auch abbremst, erheblich abbremst, weil der Wind dann eben ja nie so ran kann. Und behüllt natürlich auch den kostbaren Bodenfläche von den Boden, den Oberboden, den Mutterboden, wie wir sagen, dann hüllt er trüch, dass er eben auch dort bleibt, wo er ist und nicht erst ob er Kuppel oder an der Stroh hinweint. Hätte denn so ein Knick auch Bedüden für den Klimawandel? Ja, auch, weil die speichert ja auch. Das ist natürlich auch ein CO2-Speicher, die ganze Knick. Und die speichert natürlich auch Feuchtigkeit ja auch. Ne? Er trägt zwar auch Feuchtigkeit, aber er speichert das ja auch und gibt das ja auch ab. Und wir merken natürlich auch, dass, wenn das Luft voll ist, dass das natürlich auch Humus ist anerkannt. Und da natürlich dann auch die Bedingungen für das Wasser ja auch dann nie so schlecht sind. Du hast all gesagt, dass mit den Knicks, die sind ja weniger geworden über die Jahren. Gibt das denn mit den viel Morgregeln, die Knicks zu schütten? Also, Ja, natürlich. Die Knicks sind streng geschützt durch das Landesnaturschutzgesetz. Das ist set. Und wir haben in Schleswig-Holstein ja tatsächlich noch eine Knickverordnung. Die regelt das, in welchem Zeitraum die Knicks aufgenommen waren dürfen. Und zwar von der Jahreszeit und auch, wie lang die Ruhm zwischen sie muss, weil wir dann auf den Stock setzen dürfen. Das wird mindestens ein Jahr sein. Wir haben natürlich auch Gegenden, wo das langsamer wassen deit, auf den lichten Standorte. Da kann das auch mal 15 und 18 Jahre dauern. Denn wenn der Knick langsam wassen deit, ist natürlich auch kein Huld ab. Und dann töfe ich eben auch lieber noch ein Jahr. Aber das regelt der Knick. Und wie dürfen ab dem 1. Oktober den Knick aufnehmen. Wir dürfen auf Stock set waren. Und bis zum letzten Tag im Februar, je nachdem, wie lange der Februar dauern deit. Ja, und wir dürfen dann auch noch mal siedlich putzen, wenn die Planten wie Rutwassen daut. Wir müssen aber 1 Meter von Knick Faut aufblieben. Also das ist ja nur das Thema Knickpflege. Da würde ich gern Lothar nochmal kommen, da nochmal extra. Aber die Knickschutz oder das Knickschulen, wenn ein Knick wegmut wegen Stortenbu oder anders was oder de Buhr sagt so, ich hef nun grödern Maidöscher, de Knick ist mir in weg. Geht das einfach so oder muss denn anderswo Endingen anlegt waren? Also so einfach geht das natürlich nicht. Das gibt eine Utlichsmaßnahme und man muss vorher einen Antrag stellen und man muss auch ein Gutachten erstellen lassen. Das ist ein schlimmes Wort. Floristisch und faunistisches Umweltgutachten. So heißt das. Und wenn ich das dann habe, dann sagt das Gutachten dann die Wertigkeit von einem Knick gut. Und wenn man dann was anbieten da, die andere Naturschutzbehörde, dass man sagt eben, ich möchte aber hier die dreifache Menge was anlängen, dann ist das natürlich ein guter Sog, wenn er dann wirklich so stören darf. Aber in der Regel kriegt man die Knicks nicht weg, dem sollte ihn nicht blieben. Man kriegt die Infahrten vielleicht breiter, ne, weil ich mit meinen Fahrzeugen da schlecht rumkomme oder schlecht insehen kann oder von einer Kuppel zur anderen kommen will, ohne über die Stroh zu wollen. Das ist möglich, aber auch da muss man natürlich woanders was anlegen. Aber Möglichkeiten hat ähnlich jeder Betrieb, dass er irgendwo was frisch anlegen darf. Und das ist ähnlich hinzukriegen.
letztendlich, wir sind Schutz und der Schutz ist so gut so, die haben einen guten Schutzstatus und das wollen wir auch so beholen, da wollen wir ähnlich nicht ran. Also und das war auch überwacht, ne? Also, das war natürlich überwacht. Ich habe ab und an mal den Eindruck, dass du immer dichter ran meid wart an den Knicks oder dass die immer ein bisschen was lütter waren? Naja, also das ist so, Land ist schon immer knapp, ne? Aber wir haben eben die Verkauf, da wir 1 Meter von Knickwall Faut eben aufblieben möcht, da wir dort nicht ran könnt, mit Plögen. Wenn ich die Kuppeln bewahren da mit Dirten, dann können wir da ran. Die könnt also in den Draht fritten bit an Knick ran, aber nicht von Knick. Die Knick, die Mord ist Schutz und die dürfen nie aufbitten waren. Das ist für die Wilden Dirten, nicht für die Kühe. ja, das Wild, das fragt natürlich doch nicht nach. Aber das ist so, dass diese Schutzstreifen, die da ist, dann eben auch inholen waren muss. Und die war doch überwacht. Die war überwacht natürlich von den Spaziergängern und Bürgern, die alles witten daut. Und die war natürlich aber auch von den Berufskollegen von uns Bauern ja gegenseitig auch überwacht. Und man erträgt sich da ähnlich auch gegenseitig. Wenn einer da so ein Lütbeiden dolen mögt, dann kriegt er auch gern mal einen Hinweis von Sinober. Und dann bleibt das auch meistens noch. Man will ja kein was, aber das Bewusstsein für die Knicks ist in den letzten Jahren ähnlich mehr geworden. Ist besser geworden und alle sind eben für uns Schleswig-Holstein mit ihren Knicks. Das mögt uns Schleswig-Holstein ja gut. Wenn man von unterhalb nach Schleswig-Holstein rinführt, dann mag man glicks, dass man wer zu Hus ist, weil wir eben unsere Knicks haben. Und das mögt das eben gut. Und da verlohnt sich das auch, sich zu engagieren. Ja, und wenn ihr nun einen Knick anlegt, wo lang dauert das, bis das eins, weil er in den Gang ist denn? Ja, wir haben gerade bei uns in der Gemeinde einen frischen Knick anlegt. 850 Meter. Und ich will das mal vertellen, wie das so gehen ist. Wir haben da recht viel Buttätigkeit und dafür viel Ehe über. Und ich habe gesagt, die Ehe von Renswüren, die kann auch in Renswüren bleiben. Die nie erst irgendwo deponiert waren. Und das hörst dann ein Bauer, der sagt, Mensch, ich kann mich bei meine Kuppeln ja nie rundherum noch mal einen Knick verstellen, wo das oben die Landschaft wäre. Und naja, das wäre dann die Idee geboren und die Ehe ist dort dann hinkommen, bis dort auflagert worden mit LKWs und ist dann in Haas abgesetzt worden für 2 Jahre. Ton Wal, 3,50 Meter, Borben guten 1,50 Meter breit. Und die Flanken, die wären dann so mit 70 Grad so steil abgesetzt und fast klopp. Und Borben wir so eine lüde Mull, dat wie so ein Sichel utzeu. Und da kon dat Regenwasser sich dann sammeln und kon dann indringen in den Wal. Den Wal, dann hab wir dann 1 Jahr liegen lotten, erstmal, dat die eher sich setzen kon, weil die jo nun baggert wär. Und die müsst ja erstmal zur Ruhe kommen. Und nu hat die Regen den letzten Haas, den Haas 23 und Winter 24, das recht gut mag, weil die Boden sich recht set hat und die können recht gut durchfeuchten. Und gut, grün war der recht schnell, weil wir recht viel Samenpotenzial im Boden haben. Und das sind dann all die Kräuter, die wir ihnen nicht so gern haben, aber die ja immer in Lücken gern rinkommen. Und die Dieseln, die kommen natürlich sofort und brennen auch. Aber das ist dann einmal maid worden. Und dann ist da eben 2-Reiher-Knick abplant worden. 80 Zentimeter von Plant zu Plant und 80 Zentimeter von Reh zu Reh. Und dann versetzt. Und da sind wir ab 850 Meter haben wir 2100 Planten drinstecken. Und alle 50 Meter dann ein Baum, der so 4-5 Meter groß wäre. Und dann haben wir dort einen Oger reinset. Oder Baumschol? Oder woher? Ja, der haben wir den Baumschol holt. Den muss man Tau köpen, weil so groß kannst du den nicht vertrecken. Dann kriegst du den schlecht weg.
und war utbuddelt, das muss schon mit dem Bagger passieren, ne? Und dazwischen war da auch Inside? Nee, Gras oder so was? gar nicht. Die Lüttenplanten, die sind so 40, 50, 60 Zentimeter hoch, die da insetzen. Das sind heimische Gehölze, die man hat denn. Und Strücker und Hülder. Und wenn nötig, dann muss sie einmal Maid waren dazwischen, ganz vorsichtig, damit man den nicht verletzen darf, wenn das zu doll wuchern darf. Ganz wichtig ist aber, weil diese jungen Planten dann ja schnell aufbitten wird, dass das Ganze intünt wird. Intünt mit einem Knoten Geflecht tun, die ist dichter und borben wieder und die ist 2 Meter hoch, von der jeder sieht. Und die wird 50 Zentimeter nach der Kuppel hin umlech und dort verwasser sie mit das Gras, da das richtig dicht ist, damit auch Hosen und Koninken dort nicht rein könnt. Und das Rehwild dann auch natürlich nicht in der durchgruben kann, wenn man Mull ist. Ne? Das ist schon nicht immer alles glatt. Und da wöhlt natürlich auch alles Getier, wöhlt natürlich auch da an. Ja, und dann muss das gern ein Jahr intünt sein, denn dann soll die Knick so wie wussen sein, dass er sich allein dann behaupten kann gegenüber alles. Wir wissen natürlich auch, dass nicht jede Plant anwachsen darf. Und wir haben Rick so mit 75, 80%. Das ist ähnlich gut wohl, denn diesen Haas haben wir so meist 90% sehen, die da sind. Und einzelne, die wart jetzt diesen Winter nochmal nachplant, die da nicht kommen sind. Gerade wenn die Lücken größer sind, dann muss da wer was drin, dass das eben wer dicht wart. Also da war schon was noch kicken, wo das war noch kicken, ja. Und ist nicht ein Euro, ne? Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar, man geht da lang. Und wenn die Sommers zu durch sind, dann muss das auch mal dann begotten waren. Nun kriegt man die 850 Meter Knick nicht so einfach begotten. Mit dem Geld kann war ich doch nix. Aber wir Bauern sind natürlich auch findig. Wir haben ja einen Güllewagen. Und da haben wir dann so ein Rohr an, mit so einem Hals noch die sieht. Und dann führt man da lang und lässt über das Rohr von Borben dann wurde ob den Wahl lopen. Und so kommt man ihnen ganz gut und einfach davon ab. Bauern wird sich eben immer zu helfen, wie sowas. Ja, aber es ist ein Bacharbeit, so ein Knick erstmal anzulegen. Gibt das eigentlich Fördermittel dafür? Ja, das ist eine Arbeit natürlich. Geht das intün, wenn ich da nur 2 Sieden intün muss, das sind ja fast 2 Kilometer. Und ich muss da zwischendurch auch mal einmal einen Durchschlupf lotten, wo das Wild dann auch noch mal durch kann, weil ich sonst schon die ganzen Wildwessel, die hier sind, total abschneiden dauert, die kommt ja gar nicht wieder dann. Also so ein Wesselstay eigentlich. Ja, wo der Knick dann mal so 2 Meter unterbrochen ist, das ist schon wichtig. Und Infort muss ich ja auch haben. Aber das gibt Fördermittel vom Kreis dabei. Es gibt auch die Ökopunkte-Regelung, wo man dort dann Ökopunkte vergeben kann. Ich gebe ja auch allerhand Fläche her von meinem Land dafür. Und da ich dann nachher ja eben das mit Knick sef, ne? Aber Fördermittel vom Kreis, hast du gesagt, das ist ja eins verschieden denn, ne? Also das ist ja, das gibt nichts von der EU oder sowas oder vom Bund. Nee. Also dann kommt das auch an, wo ich just wohne. Das ist richtig, wo ich wohne. Und jeder Kreis hat auch andere Richtlinien. Und jeder Kreis kann auch anders handhaben, wofür ich das Geld vernehmen will, ne? Und wir schnacken nur bloß von Schleswig-Holstein. Also ja, das ist schon woanders nur noch anders. Aber in Brandenburg habe ich noch nie gesehen, dass du einen Knick anlegen will. Das wird sie doch nie. Komisch. Aber wir haben ja da aber Schnack, dass Schleswig-Holstein ja einzigartig ist damit. Und ja, die Knicks wird mehr. Also überall sind Bestrebungen, das kann nicht sofort wer weltweit waren, aber jede Kilometer, die in jedem Kreis zur Tau kommt, die hilft uns wer, das nicht wieder gröder zu machen. Und das ist schon so ein Biotopverbund. Ja, Heiner, so ein Knick, der soll ja auch gepflegt waren. Was hat das mit dem Knickpflege ob sich, wo ans geitert? Ja, klar. Wie jede Plant, die muss sich auch mal wer verjüngen. Die war schon mit der Tiet Öller. Und das Abnehmen von Knick, das sogenannte oben Stock setzen, das bedeutet eben, dass man alle 10 Jahre bis 12 Jahre den Knick dohl nimmt.
und gut ein Handbreit über den Utschuss über den Boden. Und dat dort eben, dat man mit einem lütbein schrägen Schnitt die Plant dann wieder animieren deit in die Tiet im Winter, sich im Frühjahr wieder zu verjüngen. Schrägen Schnitt deswegen, damit dort das Regenwasser ablopen kann und die Schnee doch nicht ablingen blieben deit, wenn wir dann mal Schnee haben. Und da die Pilze dann eben, die sich schnell bilden, dort ja nie indrängen könnt in diesen Plantenteller, sondern dass die Utschuss dann wieder zugange geht. Wenn du nur so ein Knick auf dem Stock sitzt, dann musst du, glaube ich, da obkicken, dass du nicht rundherum eins wegmeist oder weghaust, sondern die hätten müsst ja auch noch jechens wohin kommen, die da bitte nur lebt habt, ne? Ja, klar. Also bei uns am Hof macht das so, wenn wir 4 Sieten Knick haben auf eine Kuppel, dann nehmen wir höchstens 2 auf. Die Natur, die Dierten ja alle, die da sind, noch Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie woanders hin könnt und sich dort die Heimat finden könnt. Aber man kriegt nie alles ab von Knick. Die Lütten lässt man sowieso, die Utschüsse lässt man sowieso stehen. Weil das ja gar kein Huld bringen da, gar nie. Und wenn ich einen Knick in Februar aufgenommen habe, dann ist der meistens in Juli weggrün. Also aber das gibt keine Vorschrift, das heißt also immer nur bloße Hälfte. Nein, gibt das nie. Man kann auch alles wegnehmen, aber das Bewusstsein, das habe ich ja gesagt, das ist ein Lübbein anders geworden bei uns Bauern. Und dadurch will man nicht die Natur auch ein bisschen helfen, mehr helfen wäre. Ja, und dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Man hat ja heute Baggers, die das aufnehmen dauert. Die haben entweder eine hydraulische Schere an oder ein Sorgenblatt. Neuerdings auch so eine Sichel, die das hydraulisch dann aufkniepen dauert. Die hüllt mit einem Tang die Planten fast und knippt die dann innen auf und legt die dann zu Sied. Man hat das ja eben, und das ist heute auch noch, wie es so mag, dass man mit dem Motorsauger dabei geht, das aufnimmt geht. Und viele, die einen Kamin haben, die sind ja eben verlegen im Kamin holt, dass sich das eben selbst mucken dauert und die nimmt dann eben das Holt auf, den Knick auf und nimmt sich das Dicke mit und das Dünne und wenn der Bagger dann kommt, das, was man aufkniepen geht, das war dann mit einem Hacker dann eben zu Hackschnitzeln mag und ist eben dann ein Energielieferant, ne? Also auch für den Ofen, oder? Ja, nee, das für Heizanlagen. Das war nicht auf dem Acker utstreut. Nein, ganz und gar nicht. Das fehlt zu short. Das stört auch bloß bearbeiten. Nein. Wenn das Hack ist, als Hackschnitzel, dann ist das eben Energielieferant und wir haben viele, viele Hackschnitzelanlagen. Private, aber auch größere, dass einzelne Dörfer sowas haben, aber auch Städte. Und wo sie denn die Anlagen denn mit der Wärme denn ins Netz reingeht. Und diese Hackschnitzel sind also recht frach und wird auch wieder transportiert, weil viele das nachfragen dauert. Einer sieht 2023, also verleden Jahr, bist du der erste Knickpot-Shopper von Schleswig-Holstein geworden. Woans ist er dort gekommen? Ja, naja, ich will mal sagen, 2017 habe ich mal einen Wettbewerb gewonnen von Heimatbund Utlöf und vom Ministerium. Wer hat denn bestgepflegten Knick in Holstein? Und dann habe ich gewonnen. Und dann habe ich mal dort eine Arbeitsgruppe gemacht, weil wir gesagt haben, wie wird das Knicknetz wieder schützen und wieder auch in die Bevölkerung bringen. Und hab das einen Antrag gestellt bei der UNESCO und hab das als immaterielles Kulturerbe anerkannt kriegen 2023. Und diese Bemühungen, die wären in der Öffentlichkeit recht groß und das Umweltministerium ist da auch aufmerksam geworden. Hab das ganze Zeit auch positiv begleitet. Und ich hab mich da so ein Lütbeiden Inbrüch in die ganze Sache und anscheinend wäre das vielleicht nie ganz verkehrt. Jedenfalls habe ich gesagt, die können ähnlich Botschafter waren, weil er die Knicks recht in die Öffentlichkeit bringen darf. Sie hat mich gefragt
Und ich habe ja gesagt, und seitdem bin ich unterwegs und bringe die Knicks an den Mann und an die Frau. Und woran kommt das an? Das kommt irgendwie recht gut an. Das kommt so gut an, da wie sicher wie man das irgendwie wieder utstaffern. Und dann haben wir eben noch einen Film gedreht über Knickblech und was die Knicks die Bedeutung haben, wie sie entstanden sind und wie die Tierwelt dort zu Hus ist. Das ist fast ein Naturfilm geworden und der wird überall nachgefragt. Dann kann man auch sich mal ankicken. Viel lieber aber komme ich mit diesem Film und einem Vertrag über einen Knick oder im Sommer auch mit Besichtigung bei mir an Knick, denn zu den Menschen. Und so bin ich dann nun in ganz Schleswig-Holstein unterwegs und bringe das näher. Ja, das ist ein Film, gibt es ja auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch. Ja, das auf ist YouTube über den Heimatbund zu finden. Heiner, du hast als recht, die UNESCO hat die Knickblech in Schleswig-Holstein als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Was bedeutet das? Ja, Kulturerbe ist ja eben, das sind Bräuche und Überlieferungen, die wir haben, die sich in der heutigen Zeit rett haben und die immer über Generationen wiedergegeben sind. Und die Knicks, die bestehen schon 250 Jahre, die sind die ganzen Jahren immer pflegt worden. Und in unterschiedlichen Orten, wer man früher eben mit Biel und Sorg hingegangen ist oder mit einem Buschrieder und hat die Knicks dann eben afmog, so kam dann noch der Motorsorg und heute ist das der Bagger. Diese Wandel, die sich in der heutigen Zeit eben dann ja volltrocken hat, ist aber ja ein Brauchtum, weil sie immer wer frisch pflegt war, alle 10 Jahre. Und das wäre in den Antrag eben recht gut kommen und die UNESCO hat sich, wenn das so lange besteht und das eben wiederhin Brauchtum ist, dann erkennt wie das an. Das gibt natürlich viele Kriterien dabei und da müssen mehrere Gutachten bei, Historiker und ein Geologe und so wieder, aber das wäre so lückenlos, dass wir das gleich anerkannt kriegen. Das steht nur in Recht, glaube ich, mit Ringrieden und Plattdeutsch Theater, ne? Ja, nicht nur das. Also es sind ja mehrere Überlieferungen, auch in andere Bundesländer. Das gibt ja überall Brauchtümer, die sich eben, aber wir haben in Schleswig-Holstein, haben wir ja eben das Ringrieden ja auch und das ist eben was Besonderes, was uns uthängt, ein Alleinstellungsmerkmal, was andere nicht haben. Und man kann ruhig auch auf Stolz sein. Glaubst du denn, dass die Menschen mittlerweile noch weten dort über Knicks oder ist da noch mehr Abklären nötig? Ja, ist viel mehr Abklären nötig, weil, wie mag das immer, wenn die Knicks aufgenommen war, dann kriegte unsere Naturschutzbehörden oder die Ämter immer Hinweise, hier ward alles dohlgenommen. Und die Leute haben Angst weil ihr vertrautes Bild, wo sie spazieren geht, ob mal weg ist. Aber ich kann alle beruhigen, noch ein Jahr ist alles wieder. Und letztendlich, wie möcht ihr noch mehr aber vertellen, wie möcht ihr das näher bringen. Ich kann natürlich nicht jeden in Schleswig-Holstein erreichen, aber einen ganzen Teil hoffe ich schon. Und ich bringe das rüber und ich denke auch, dass das mehr wart und dass wir dort noch mehr an arbeiten müssen und wir müssen noch mehr Heiner Stackens in andere Kreise haben. Ja, Heiner, als Knickbootshopper, was für Lüd vertellst du denn sonst noch was über Knicks? Na gut, mir ruft an oder schrieb mir, aber Mail, dass sagen wird, Mann, ich muss min Knick gern mal planten, der ist so lückig, der ist so dünn, was muck ich da? Und das krieg ich mir dann an und gib dann Tipps. Andere, die wird näher anlängen, da behelpe ich die dann auch bei. Oder ich habe so ein besonderes Erlebnis in Frühjahr. Da wäre ein Rendsburger Gymnasium, da haben die Schüler gesagt, wie wird was über Nachhaltigkeit mucken und wie wird gern Knick abplanten. Finde ich also unwahrscheinlich, in der 8., 9. Klasse sowas sich abzukriegen. Und ich denke, da musst du helfen. Und dann haben wir uns da dann einen Knick, dann sich auszuhören, dann ankicken. Und ich sag so, nun machen wir einen Termin und dann geht das los als Abgabe und dann will wir den Knick anplanten. Und dann hole ich dann so 20 Bücher und Bäume dann mit.
Und der hat wieder dann rinsticken und die Bauer, der hat dann da auch noch ein Fat mit Wasser hinstellt. Und dann müssen sie aber Sommer immer gaten. Und die sind auch wussen. Also solche Socken sind natürlich auch unwahrscheinlich positiv, dafür gern hin. Ganz klar muss ich sagen, wenn da Streitigkeiten sind, weil manche sich nicht ganz einig sind, über Knickblech oder zu viel Dohlnom, dort bin ich nicht da. Das gefällt natürlich auch. Denn ich habe keine rechtliche Funktion, gar nicht, sondern ich soll die Leute beraten, eben in Anlängen, in Pflegen und in Nähanlagen. Und die rechtlichen Socken, wenn dort dann eben Behördenmangel sind, dann bin ich gut. Das ist dann die innere Naturschutzbehörde? Ja, oder? Nicht nur, auch die Ämter. Das geht das ja erstmal von Amts- oder Gemeindeebene ut. Und dann nachher geht das erst wieder. Aber das ist eben nicht meine Aufgabe, ganz und gar nicht, weil das geht auch zu weit. Letztendlich bin ich dann auch mal im Umweltministerium und ich frage mich dann auch zu einzelnen Socken eben, weil ja teilweise ja auch Änderungen und Näherungen kommen dort mit der Verordnung bin Knick. Und die war ja vorher mal beschnackt und da gebe ich ja gern dann mal meinen Kommentator auf. Ich habe immer 2 Seiten. Ich bin im Naturschutzrecht aktiv, ich bin ja aber auch Bauer und bewirtschaftet. Und ich habe immer beide Seiten, die ich sehen darf und die ich immer recht neutral versuche zu vertreten. Und das ist ihnen ganz wichtig für so einen Botschafter. Ein Botschafter, der will eben eine Botschaft rüberbringen. Das sagt das Wort ja auch. Und ich versuche immer, dass mir das gelingen wird. Ich muss das Ohr bei den Bauern haben, was sie wird. Und ich muss auch das Ohr haben bei den Behörden und bei dem Ministerium, die das umsetzen wird oder auch vertreten wird. Du bist Botschafter in Schleswig-Holstein, ja. Aber wenn er nun das hier in Mecklenburg oder Niedersachsen hört, kann die sich auch an die wenden und nur fragen? Kann auch. Ich bin natürlich auch, weil sie da drum schnacken, auch auf Tagungen, weil das ja immer häufig auch um nachwachsende Rohstoffe geht. Was kann so ein Knick überhaupt leisten? Und andere können sich natürlich auch mal an mich wenden. Nur die Spielregeln in anderen Bundesländern sind natürlich auch immer wieder anders. Da kann ich mich natürlich nicht überall inlesen. Das geht ja dann auch zu weit. Das kannst du nie. Weil ein Knick in Schleswig-Holstein ist noch lange kein Knick wie in Lüneburg. Ja, kick mal an. Also Nordniedersachsen kenne ich auch die Wallhecken, aber das ist auch wieder was anderes. Die müssen nicht unbedingt pflegt waren, ne? Die sind einfach durch, die werden immer durch. Ja. Aber auch nie so utprägt wie hier. Nee. Ganz und gar nicht. Nee, darum ist das hier was anders und hier was besonders. Was musst du uns Zuhörers denn noch mit auf den Weg geben? Die Schleswig-Holsteiners, man auch all die anderswo zu Hus sind. Ja, gern, dass sie sich die Knicks mal anders ankicken daut. Dass sie eben ein Energielieferant auch sind. Und dass wir Bauern natürlich die auch aufnehmen müssen, weil wir total verpflichtet sind, aber auch wird. Und da wir das regelmäßig mucken dauert und da wir das versucht ordentlich zu mucken und dass das immer schön vernarwassen dauert, dass wir viele Überhälter beholen dauert, dass die dann auch so einen Schutzstatus kriegt, denn die Überhälter, die prägen ja auch die Landschaft, weil sie ja von Wieden zu sehen sind. Ansonsten wünsche ich mir schöne bunte Knicks, dass die Tier- und Vogelwelt immer was zu bieten und zu fritten hat. Und wie eben uns freuen könnt, wenn das alles schön grün ward und wie dann eben auch die schöne Natur hab. Wenn ich mir so einen Knick mal ankicken will, kann ich dann bei dir vorbeikommen? Du kannst vorbeikommen, Sie könnt schon melden und wir haben auch regelmäßig Besichtigungen, ob in Gruppen oder lüttere Gruppen und das ist möglich und gern zeige ich dann auch den Film und den Vertrag. Also das läuft aber den ganzen Sommer. Es lohnt immer ab Mitte Mai, wenn die Blätter eben dann an Bauben sind. Vorher ist das immer recht kahl, aber bis zum Oktober geht immer das immerhin. Ja, liebe Lüd, wenn ihr noch andere Fragen an Heiner Staggen oder Trüchmeldens an uns habt, schreibt uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de und wenn ihr wollt, folgt uns doch gern auf Instagram und laut in Like durch. Johanna, besten Dank. Ich habe einen Bach lernt über Knicks und komm gerne mal bei dir vorbei, wenn das passend ist. Ja, du bist in Lot. Das wird von uns.
Wieder geitert in den nächsten Stremel mit Kloklustert. In uns nächsten Stremel von Kloklustert sei das um das Thema Resilienz gehen. Dort snack ich, Benita Brunnert, mit Ida Mattisen. Sie ist Neuropsychologische in der Geriatrie im Klinikum Nordfriesland in Husum. Und wir snackt über, was wir tun können, dass wir psychisch später obstellt sind. Kloklustert.